Ja, hallo ihr Lieben, da sind wir wieder Hour of Prayer bei uns zu Hause, genau. Ich habe die Mütze an, ein bisschen einen Pullover an, weil ich habe mich ein bisschen erkältet, aber ich glaube, ich bin nicht die einzige Person in dieser Season, aber mich hat das nicht ganz so schlimm genommen, sondern nur ein bisschen erkältet. Es ist immer eine Ehre, mit euch zusammen zu beten, Susanne, kann man sagen. Leute sagen es mir, wow, krass, das macht jetzt schon seit Jahren so treu und mega motiviert. Und ich sage immer wieder, ja, das stimmt. Aber es ist auch ein gewaltiger Segen, den wir auch mit euch zusammen erleben dürfen in dem Sinne. Ja, zweitletzter Tag im Jahr und gestern hat bei uns in Zürich Jesus First Camp angefangen mit wie viel? Ja, 2000 Jugendlichen und du hattest die Eröffnungsmessage und genau darüber werden wir oder damit werden wir heute beten. Es geht um Vergebung, um das Thema, kann Gott alles vergeben? Und ich habe gedacht, das ist eigentlich ein wertvolles Thema für so den zweitletzten Tag im Jahr. Ton Und ist leise. wie? Ton Ton ist ist leise. leise. Wie machen wir das? Genau. Kann ich nicht lauter Dann machen? sprech mal weiter. Ja, also ich mache zuerst ein Gebet, dass Genau. wir einfach da nochmal unsere Herzen öffnen können für diesen Gott im Himmel am zweitletzten Tag mit Hour of Prayer zum Thema Vergebung. Hier sind wir, Gott. Yes. Hier sind unsere Herzen. Und ich danke dir für die Frage, die wir uns stellen dürfen und eine Antwort haben. Kann Gott alles vergeben? Ja, du kannst. Ja, du kannst. Danke, sprichst du heute. Danke, berührst du unsere Herzen heute. Und danke, können wir großzügig ausmisten. Heiliger Geist, geh durch unseren Körper, unsere Seele, unseren Geist und zeig Dinge auf, die wir nicht mit ins neue Jahr 2026 nehmen sollen. Jawohl. Amen. Genau, danke dass du uns erklärt, dass der Ton gut ist. Ich war ein bisschen, aber letztes Mal hatten wir keinen Ton, mussten wir nochmals starten, darum war ein bisschen so, meine Güte, was ist jetzt passiert? Genau, ihr Lieben, kann Gott nochmal vergeben? Ich hatte eine Illustration, Gerechtigkeit und Gnade gehört zusammen. Gerechtigkeit bedeutet, dass wir vor Gott nicht bestehen können. Das ist die Gerechtigkeit. Gott sagt damals so, ich mache die Augen zu und alles ist okay. Aber die Gnade bedeutet, dass Gott uns nicht das gibt, was wir verdient haben, sondern er gibt uns das, was von seinem Himmel kommt. Vergebung, Neubeginn und auch Dinge, die unmöglich sind, macht Gott nochmals neu. Es ist ein bisschen ein tiefes Thema, das wir heute zusammen anschauen möchten, aber ich finde, es ist cool, weil das Jahr geht zu Ende und es ist immer ein Privileg, sage ich, wenn man noch lebt, einfach rückzuschauen und sagen, okay, welches von diesen Dingen, wo ich mir vorgenommen habe, wo ich Gottes Stimme gehört habe, hat sich erfüllt und wo habe ich gewisse Muster oder Eigenschaften, die ich einfach nicht losgebracht habe, was auch immer der Grund ist, weil ich glaube, wir alle haben ja auch Wünsche und Vorstellungen, was im neuen Jahr geschehen könnte oder auch, man macht auch Vorsätze, das ist etwas eigentlich Gutes, weil es sagt uns, dass wir mit gewissen Dingen einfach nicht leben wollen. Menschen, die keine Vorsätze mehr machen, weil sie sagen, ich erfülle es ja sowieso nicht, haben irgendwo auch ein bisschen resigniert. Natürlich kommt die Frage dann auf, wie sinnvoll oder wie große Vorsätze macht man das? Aber das ist wie ein anderes Thema. Darum, Susanne, wenn man jetzt zurückschaut, kann Gott alles vergeben? Die Antwort ist ja, er vergibt alles, aber es hat immer noch Konsequenzen in unserem Leben und das ist so der Punkt, wo ich finde, darum lohnt es sich schon ein bisschen dran zu sein in dem Sinne und gewisse Themen einfach anzupacken. Also wenn wir Fehler machen, gibt es so 4 Eigenschaften, auf die wir ganz kurz eingehen möchten. Das erste ist, wenn wir etwas falsch machen, frag mich nicht warum, haben wir immer die Angst, dass irgendwann wird es herausgefunden. Also alleine schon diese Angst sagt ja schon etwas aus, dass wir etwas verstecken wollen, das man eigentlich gar nicht verstecken kann. Ich finde, Adam und Eva sind ein krasses Beispiel. Sie haben einen Fehler gemacht, sie haben gesündigt, sie haben von diesem Apfel gegessen oder von diesem Baum, wo sie nicht essen hätten dürfen müssen. Und es ist immer so etwas im Leben, man schaut oft auf das, was man nicht hat, statt auf das zu schauen, was man bereits hat. Und das ist interessant, dann haben sie sich versteckt. Versteckt mit dem Gedanken, Gott findet uns nicht mehr. Und dann stellt Gott diese sehr, sehr, sage ich jetzt mal, jüdische Frage, Adam, wo bist du? Also mit anderen Worten, das war ein Witz, weil Gott, der sieht, der weiß, nimmt von allem Notiz. Und dann sagt Adam und Eva, hier sind wir, haben sie versteckt mit einem Feigenblatt. Ich meine, das ist, ja, ich mache
Ich staune auch über die Geschichte, weil zu was wir Menschen fähig sind, Dinge zu verstecken, die man eigentlich gar nicht verstecken kann. Und darum ist es mega, mega wichtig, dass du ganz kurz mal für dich überlegst, wo verstecke ich Dinge? Und warum verstecke ich Dinge? Weil es ist die Angst, wenn es rauskommt, also wenn es rauskommt, und es kommt ja eh raus, also wenn es rauskommt, was werden die Konsequenzen? Das ist oft behaftet mit Schamgefühl, mit Anklage, dann kommt Minderwert hinein und auch dieses Gefühl, ich bin nicht wert. Und ich möchte jetzt einfach sagen, ich glaube, wir alle haben vielleicht in den Gedanken, vielleicht auch Dinge gemacht, getan, die niemand sieht, wo wir denken, es ist dann vergessen und es kommt aber bei dir immer wieder hervor. Und lass uns einfach mal für einen Moment einfach überlegen, wo hat dieses Versteckspiel in uns wie eine Kraft bekommen, eine Macht bekommen. Man sagt, alles, was man nicht auf den Tisch legt, in dem Sinne, bekommt Kraft. Und das ist ja genau das Strategie vom Teufel. Dass er einfach will, dass wir gewisse Dinge verstecken, weil wir das Gefühl haben, wir machen uns mit dem besser. Und Gott sagt, Dinge, die man bekennt, auf den Tisch legt, da gibt wir Gott überhaupt erstmal die Chance und die Möglichkeit, Dinge zu heilen, wiederherzustellen, sagen wir es mal auch zu versöhnen, uns zu verbinden. Da kommt Hass, Distanz, alle diese Dinge weg. Also, Vater, du kennst mein Herz durch und das ist auch das, was mir einfach bewusst wird, dass ich vor dir, wie in der Geschichte von Adam und Eva, ich kann ja gar nichts verstecken, würde ich gehen bis das Ende vom Meer, du wirst bis das Ende der Erde, du wärst schon bereits da, stiege ich hinauf in den Himmel, du bist auch da, gehe ich hinaus bis in das Totenreich, da bist du auch schon da. Mit anderen Worten sagt David, wo ich auch immer hingehe, du bist immer zuerst und schneller. Und du siehst diese Dinge, diese Eigenschaften, die ich einfach diesen Mut nicht habe, die Kraft nicht aufbringe, einfach reinen Tisch zu machen. Oder vielleicht habe ich mich so daran gewöhnt, dass ich merke, es ist gar nicht mehr so einfach, da rauszukommen. Aber ich möchte jetzt einfach Danke sagen, dass du es siehst. Und das ist für mich das erste Befreiende, dass es bei Gott gibt es kein Versteckspiel, bei Gott gibt es nicht so, oh, zum Glück hat er es nicht gesehen, du siehst alles, du weißt alles, du nimmst von allem Notiz und jetzt kommt der Punkt und dennoch und trotzdem hat die Gnade und Güte Gottes hat nicht aufgehört und wird auch niemals aufhören. Und ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass du mir diesen Mut gibst, diese Kraft gibst, einfach diese Dinge an das Licht zu bringen, damit einfach die Finsternis keine Macht mehr hat in unserem Leben. Ja. Ich habe eine Psychologin gefragt, weil es hat mich Wunder genommen, wo mega viele Ehepaare gecoacht hat und auch Menschen coacht in der Wirtschaft, im Business. Er hat gesagt, wenn Menschen mal ihre Fehler bekennen, ist es eben nicht 100%. Es ist immer noch ein Teil da drin, wo sie nicht auf den Tisch bringen. Da habe ich gesagt, das kann ja gar nicht sein. Wenn etwas mal zerfällt, wenn etwas auseinanderbricht, dann hat man nichts mehr zu verlieren. Ich sage, doch, das ist ein Mechanismus von uns Menschen, doch nochmals irgendwo die Ehre zu retten. Ist einfach so, habe ich gedacht, krass, aber nichtsdestotrotz, Gott sieht alles, Gott hört alles, finde ich persönlich ermutigend, weil die Rückschluss ist eben das, dass Gott uns, obwohl er alles weiß, alles kennt, uns doch noch liebt. Und das ist genau der Punkt, wo bei uns Menschen der Geduldfaden, der Liebesfaden schon lange gerissen ist. Also wir haben diesen Punkt, wenn wir Fehler begeben, dann haben wir das erste, Angst, dass alles mal rauskommt. Das zweite ist Angst, von Menschen abgelehnt zu werden. Vielleicht gehörst du zu denen, wo du denkst, hey, wenn ich das ans Licht bringe, wenn ich darüber spreche, dann werde ich abgelehnt. Also Saul ist auch so eine Person, die hatte Angst. Saul, der König aus dem Alten Testament, der hatte Angst, von Menschen abgelehnt zu werden und deswegen hat er immer geschaut, dass es für die Menschen, dass er das tut, was die Menschen von ihm wollen. Vielleicht geht es dir sehr ähnlich da drin und das ist der Punkt, den dich heute anspricht. Und wir gehen durch diese 4 Punkte durch, einfach so quasi als Reflexion, dass der Heilige Geist die Möglichkeit hat, etwas zu highlighten. Vielleicht hast du Angst, von Menschen abgelehnt zu werden, wenn du eingestehst, dass du Fehler gemacht hast. An deiner Arbeitsstelle, vor deinem Ehepartner, vor deinen Kindern, vor deiner Familie, vor was auch immer. Und ich möchte beten und sagen, Heiliger Geist, Ja. die Angst, von Menschen abgelehnt zu werden, ist eine Angst,
die uns daran hindern kann, zu Fehlern zu stehen. Danke, dass du sprichst. Danke, dass du jetzt einfach highlightest, wo ist das, hat das etwas mit meinem Leben zu tun? Wo trifft das zu? Wo kann ich heute sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid. Weil das bringt Erleichterung in unser Leben. Und das bringt auch Heilung in unser Leben. Du kannst dir jetzt einen Augenblick Zeit nehmen und Situationen dir vor Augen führen lassen durch den Heiligen Geist, wo das vielleicht auf dich zutrifft. Wo du Kompromisse eingehst, wo du Dinge tust, die du eigentlich gar nicht machen möchtest. Das wird zu Fehler, das trennt dich von Gott, weil du Angst hast, von Menschen abgelehnt zu werden. Und ich segne dich mit Mut, dass du zu dem stehen kannst, wo du weißt, was eigentlich richtig ist. Yes. Auch wenn du anderen Menschen damit gegenübertreten musst. Segne dich mit diesem Mut, mit diesem göttlichen Mut, zu dem zu stehen, wo du weißt, dass es richtig ist und nicht länger diese Kompromisse zu machen, Ja. was dich trennt von Gott. Ja. Also bei diesem Punkt ist natürlich so, um das Klartext zu sprechen, ist natürlich so, wenn du Dinge gemacht hast, jemand hast belogen, betrogen, vielleicht über eine längere Zeit oder Dinge zu deinen Gunsten gedreht hast. Es gibt ja ganz verschiedene Themen. Wenn natürlich das in einer Freundschaft, in der Ehe, bei deinem besten Kollegen, Buddy, das auf den Tisch legst, dass da natürlich etwas auseinandergerät für einen kurzen Moment, das ist voll normal. Aber ich habe festgestellt, dass da, wo Menschen dann das bekannt haben, wurde fast immer, wenn die Menschen ein offenes Herz gehabt haben für das Reich Gottes Mentalität, wurde fast immer etwas besser. Also nicht im ersten Moment, sondern auf längere Zeit, weil das Gegenüber ist nämlich nicht so, dass die nicht auch ihre Themen hat. Es ist immer, jede Person hat ihre Themen. Und es kann sein, wie jetzt bei Saul, wenn man dann vielleicht das Angst hat, es kommt man raus, man dann Kompromisse macht, einfach Hauptsache Leute lieben mich, dann macht man auch wieder gewisse Dinge, gewisse Fehler, die man eigentlich gar nicht machen will. Und oft ist es so, Menschen sagen, ja, wenn ich jetzt ehrlich bin, ich mache es nur, weil ich Angst habe, dass ich ihn oder er verliere. Und darum sage ich das nicht. Aber du merkst, dann ist eigentlich die Freundschaft nicht aufgebaut auf einer Reich-Gottes-Mentalität, wo man eben an gewissen Themen arbeitet. Und ich sage immer, wenn gewisse Dinge geschehen, und ich habe das auch schon mal ein paar Mal erlebt in meinen Freundschaften, dass Leute plötzlich gesagt haben, hey, ich habe euch angelogen über mehrere Jahre. Tut mega weh, ist mega, mega verletzend, nicht was ihr gemacht habt, sondern der Fakt, man hat angelogen. Aber dann habe ich den Reflex, wer bin ich, dass ich den Stein nehme, wie bei der Ehebrecherin, und den Stein werfe? Weil dann würde ich sagen, ich bin perfekt und du bist nicht perfekt. Und das zweite, Ilo, ist der Finger. Wenn ich dann beginne, mit meinem Finger auf die Person zu zeigen, und dass du weißt, dass 3 Finger zeigen auf mich zurück und sagen, was ist dann mit deinen Themen, wo du vielleicht gewisse Dinge für dich gedreht hast. Darum, es löst was aus und ich finde das per se nicht nur schlecht, weil dann eine ganz neue Dimension hineinkommen kann, weil wenn man Dinge versteckt, die einzige Person, die gewinnt, ist der Teufel. Weil der will, dass wir Dinge nicht bekennen. Der will, dass wir eine Handbremse angezogen haben. Der will, dass uns Dinge wie anklagen. Aber das ist mega wichtig, dass du weißt, es ist nicht einfach so, die Angst ist nicht ein bisschen unberechtfertigt. Die Angst bringt schon ein Thema hervor, wo man sagt, doch, es kann dann sein, dass vielleicht Leute einen Bogen machen. Aber es sind nicht Menschen, die ein Kingdom-Mindset von Gott haben. Die dritte Angst, Susanne. Die Angst ist, dass alles auf mich zurückkommt, und da ist mir einfach der Hiob in den Sinn gekommen. Das ist ein Bibelvers, der steht im Hiob 3, Vers 25, und Hiob sagt, meine schlimmsten Befürchtungen sind eingetroffen und wovor mir immer graute, das ist jetzt da. Also wenn wir Fehler begehen, dann haben wir Angst, sie zu bekennen, weil wir haben Angst, das ist eine Möglichkeit, dass alles dann wieder auf mich zurückkommt, dass das ganze Kartenhaus einbricht. Vielleicht ist das etwas, was dich betrifft. Ich sage ein bisschen so eine Fluchsmentalität.
Oder? So quasi, was ich gemacht habe, kommt aus dem Fluch zurück, oder? Und das ist krass, weil der Fluch wurde gebrochen am Kreuz von Jesus und von dem, was Hiob Angst hatte, ist dann aber auch eingetroffen. Er hat ihm gesagt, von dem, wo ich mich gefürchtet habe, ist eingetroffen. Und dann sagte Hiob am Ende von seinem Leben, als Gott ihn doppelt gesegnet hatte, dann sagte Hiob, vom Hörensagen habe ich dich gekannt, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Und darum möchte ich jetzt mit dir auch zusammen beten, dass du nicht das Gefühl hast, es kommt wie eine Lawine auf dich hinweg, wie ein Fluch, weil dann würde Gott uns das geben, was wir gemacht haben. Also wenn Gott uns das gibt, was wir getan und gemacht haben, Was wir dann verdient hätten, dann haben wir keine große Hoffnung. Sondern Gott gibt uns eben genau das Gegenteil. Er gibt uns Dinge, die wir nicht verdient und auch nicht erarbeitet haben. Ich bete jetzt ganz konkret für dich, wenn du das Gefühl hast, Flüche kommen auf mich zurück oder ich sage jetzt mal in der Welt, wenn man sagt, das Schicksal wird dich treffen. Logisch gibt es Saat und Ernte, das ist mir schon klar, weil es heißt in Hiob, Saat und Ernte wird nie aufhören. Mit anderen Worten, was du säst, wirst du ernten. Aber es ist nicht im Bereich von Dingen, die du falsch gemacht hast, dass die volle Wucht auf dich wieder zurückkommt, weil das wäre eine Katastrophe. Ich mache ganz kurz eine Klammer auf. Und das ist auch die Angst, die Familien haben, wo sagen, wir haben es nicht hingekriegt als eine Familie. Wir haben gewisse Dinge wirklich falsch gemacht und darum gehen die Kinder nicht mehr in die Kirche. Und weil das geschehen ist, darum wird die Familie das Gleiche wieder erleben. Und im Alten Testament ist es ermutigend und auch erschreckend. Es gab gute Könige, die haben Gott gedient und dann kamen ihre Kinder und haben das Gegenteil gemacht, was Gott wollte. Es gab schlimme Könige und der Sohn hat sogar die Altäre vom Vater zerstört, alles vernichtet. Und im Alten Testament sagt es mir immer auf, es ist nicht immer so eine Linie, wo man sagt, haben Gott treu gedient und dann werden unsere Kinder auch Gott treu dienen. Die Bibel sagt, dass das gute Wort, das wir hineingepflanzt haben, das wird nicht mehr rausgenommen werden. Es wird aufgehen zu seiner Zeit. Und das ist eine Ermutigung, einfach auch zu sagen, es ist nicht einfach so, wir haben das gemacht, gleich. Also Susanne, kannst du beten, dass einfach der Angst vor diesem Fluch, der zurückkommt, einfach ein für alle Mal, es wird am Kreuz zerrissen. Ja, und genau so gehen wir jetzt zum Kreuz. Das kannst du dir in deiner Vorstellung, vielleicht schließt du die Augen, wie wir das gerade machen, stellst dir das Kreuz vor und diese Angst, die bringen wir dir. Und du kannst das mit mir aussprechen. Ich löse mich im Namen Jesus von dieser Angst, dass alles auf mich zurückkommt. Von dieser Angst, die auch Hiob kannte. Die schlimmsten Befürchtungen sind eingetroffen. Wir bringen dir diese Angst. Wir lösen uns im Namen Jesus von dieser Angst. Du bist am Kreuz dafür gestorben. Diesen Fluch hast du getragen. Und wenn wir dir etwas bringen und etwas abgeben, dann hast du etwas, was du uns dafür gibst. Und das ist das, wo wir jetzt hören wollen. Was gibst du anstelle von diesem Fluch? Yes. Weißt du, und es dreht sich nur das zu einem Fluch, was wir versteckt behalten, weil wir da dem Teufel, dem Feind, eine Erlaubnis geben, eine Kraft geben. Ich werde diesen Sonntag im 1. Januar erklären, der Teufel braucht nur den kleinen Finger. Mehr braucht er gar nicht. Er braucht nicht deine Hand. Ist gar nicht interessiert an deiner Hand. Ist auch nicht interessiert, es offensichtlich zu machen. Es ist ein klitzekleiner Spalt bei der Türe genügt schon. Und es ist mega, mega wichtig, dass du es verstehst. Die einzige Person, die profitiert, die das gerne hat, ist der Feind. Dann geben wir dem Gewicht in dem Sinne. Es ist auch interessant, bei Abraham heißt es, der hat Fehler gemacht, der hat zweimal gelogen, es ist nicht meine Frau. Schlimm. Und dann hat ein König gesagt, wie konntest du mich anlügen als ein Mann Gottes und du hast Schande, einen Fluch über meine Familie gebracht. Und dann heißt es, warum ist Abraham ein Mann des Glaubens, ein Mann des Vorbildes? Weil er gab Gott Kavod. Das heißt, er gab bei Gott allem mehr Gewicht. Also er gab Gott mehr Gewicht als den Fehlern. Und das ist eben, dass wenn man etwas annimmt, ich gebe dem Wort Gottes, der Verheißungen, den Zusagen Gottes mehr Gewicht als meinem Lebensstil. Und das ist auch eine extreme Ermutigung, wenn du sagst, ich habe so viele Bereiche, das ist eine Katastrophe. Also dann kannst du entweder auf das schauen, was du eine Katastrophe bist, du gibst dem plötzlich Gewicht, du gibst dem eine Stimme,
statt Kavod Gott eine Stimme zu geben. Und dann lebt man mit der Spannung von dem, was Gott sagt und wo ich lebe. Das ist immer eine Diskrepanz, aber es ist auch eine Botschaft. Wir brauchen dringende Lösung. Wir brauchen Jesus und es hält uns auch fest an Jesus. Ja, noch ein Punkt, wenn wir Fehler gemacht haben, was in uns abgehen kann, ist Angst, dass Gott sich an mir rächen wird. Ja. Das zeigt eigentlich, was für ein Bild von Gott das wir haben. Und diese Dinge, diese 4 Ängste, also Angst, dass einmal alles herausgefunden wird, wird es sowieso. Angst, von Menschen abgelehnt zu werden, Angst, dass alles auf mich zurückkommt und Angst, dass Gott sich an mir rächen will. Das sind alles Dinge, die uns trennen von Gott und die uns hindern daran, ehrlich zu werden und zu sagen, ich habe Fehler gemacht. Aber wenn wir ehrlich werden, wenn wir unsere Fehler bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und da wollen wir heute hin. Also ich habe die Geschichte rausgeschrieben aus Matthäus 25, Vers 24. Das zeigt so, mit den Talenten, mit den verschiedenen, die ein Verwalter verteilt hat und einer, der bekam 1 Talent und hat das vergraben und er hat gesagt, schließlich kam der Diener, dem der Herr 1 Zentner Silberstücke gegeben hatte und erklärte, und jetzt ist das eben die Angst, Gott will sich an mir rächen, das Bild, das er von diesem Herrn hatte, ich kenne dich als strengen Herrn und dachte, du erntest, was andere gesät haben. Und das ist seine tiefe Angst. Und vielleicht hast du auch so ein Bild von diesem Gott im Himmel, dass er sich an dir rächen wird, weil dass er der ist, der mit dem Finger runter zeigt und sagt, okay, der hat es nicht geschafft, der hat versagt und jetzt kommt er dran. Und was man vielleicht nicht realisiert, ist, dass man das Bild von seinen Eltern oder von seinem irdischen Vater plötzlich auf Gott projiziert. Und ich bete jetzt in dem Moment, dass du, Heiliger Geist, da diese falschen Gottesbilder aufzeigst und dass du Heilung reinbringst. Das Bild, wo wir von dir haben, dass du es nicht gut meinst, dass du uns strafst für das, was wir verdient haben und so weiter und so fort. Das zeigt sich jetzt, das falsche Bild, das wir von dir haben und was uns hindert, ehrlich und offen vor dir zu sein. Und wir haben einen Gott der Offenbarung, das ist auch wunderbar. Wir haben einen Geist Gottes, der zu uns spricht und wir hören die Stimme Gottes und das ist bei jeder Person etwas ganz, ganz anderes, weil die Bibel sagt, das Gewissen ist in unsere Herzen hineingelegt. Also auch wenn du die Bibel niemals lesen würdest und bist in einem Land geboren, wo es keine Bibelübersetzung gibt, es gibt auch Länder bis heute, die haben keinen Zugang zur Bibel, die haben die Geschichte Gottes noch nie gelesen. Und dennoch sagt die Bibel, das Gewissen ist in jedem Herzen von einem Menschen hineingelegt und das ist auch die Fairheit Gottes überall. Und darum möchten wir jetzt 2 ganz praktische Dinge machen und es ist eigentlich ein Bibelvers, Jakobus 5, Vers 16 und der ist voll von Wahrheiten. Es heißt darum, alleine warum, darum sollen wir einander die Sünden bekennen und dann füreinander beten, dass wir geheilt werden. Also warum das darum? Darum heißt es, jetzt kommen wir nochmal zurück zu den Ängsten, wenn wir das bekennen, nehmen wir diesen Ängsten, diesen Zweifel, dieser Macht vom Teufel, diesen Bindungen, nehmen wir plötzlich die Kraft darum, warum einander eure Sünden bekennen. Also warum sollen wir unsere Sünden nicht einfach nur zu Gott bekennen und dann ist es erledigt? Das ist ganz interessant, warum. Logisch, in allererstes bekennen wir Dinge vor Gott und ich habe festgestellt, es ist für mich einfach, meine Fehler bei Gott privat zu sagen, geschützter Rahmen und das ist auch mega, mega wichtig. Aber ich merke, es ist ein Riesenunterschied, ob ich das auch public, öffentlich jemand sage, das habe ich gemacht. Und genau das, da sprengst du die Ketten. Da löst du dich von etwas, was nicht das Gleiche ist, Sünden zu bekennen, alleine vor Gott, sondern darum gibt es auch die Beichten in der katholischen Kirche, wo man das bewusst öffentlich bekennt, geht eigentlich auf diesen Bibeltext, wo man demütigt sich. Man macht sich nicht besser, als man ist und das löst, also alleine, wenn du das sagst, ich habe das falsch gemacht, wenn du das über deine Lippen bringst, ich sage immer, dann ist 90% dieser negativen Kräfte sind gebrochen und das ist
es hört sich jetzt so einfach an, aber wir sollen einander ganz ehrlich diese Dinge einfach bekennen und auch preisgeben. Und das heißt, es braucht diese Demut. Ich habe den Mut, zu dem zu stehen, was ich bin. Ich mache mich nicht besser, ich mache mich auch nicht schlechter, sondern ich habe Themen, für die bin ich nicht stolz. Bin auch nicht das Opfer, wo ich immer sage, ja, meine Mutter, mein Vater, die Wirtschaft, das Umfeld, meine Kirche, die Politik, mein Freundeskreis. Es ist nicht der Moment, wo man erklärt, warum man was falsch gemacht hat, sondern sagt, das habe ich falsch gemacht. Das Warum das geschehen ist, das ist für dich persönlich mega wichtig, dass du es nachvollziehen kannst, wie kann ich Dinge ändern, aber für das Gegenüber interessiert es nicht, weil der hat das gemacht und darum bist du quasi das Opfer. Das ist etwas, was wir auch lernen müssen. Wenn man um Vergebung bittet, ist einfach, ich entschuldige mich für das und dann nicht noch, aber es ist eben deswegen, das ist nicht der Punkt, das ist dann dein Learning. So, ich möchte mit dir jetzt einfach einen Moment nehmen, wo du einfach, ich sage jetzt mal vor Gott, vor Jesus mal das bekennst, was du vielleicht, es hat sich angestaut, aufgestaut in diesem Jahr, vielleicht sagst du, das Jahr geht zu Ende. Am gleichen Punkt wieder wie letztes Jahr, okay, immerhin hast du das erkannt und nicht aufgegeben. Das gibt uns auch die Kraft, das nächste Jahr anzupacken. Susanne, willst du uns da leiten in dieses Gebet, wo wir einfach das vor Gott bringen, Ja. als einen Gott, der alles sieht, der sagt nicht, oh krass, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Ja, vielleicht hilft es dir, wenn du ein Blatt Papier nimmst, später auch am Tag noch und das nochmal durchhörst und dir einfach diese Dinge aufschreibst. Und himmlischer Vater, wir kommen vor dir. Wir verstecken uns nicht länger. Du rufst uns beim Namen, jede einzelne Person, die jetzt eingeschaltet hat, die jetzt zuhörst. Du rufst jede einzelne Person, genauso wie du damals den Adam gerufen hast. Und wir sagen, hier sind wir. Ich habe Fehler gemacht. Ich habe Fehler gemacht. Ja. Ich habe Sünde in meinem Leben. Ganz bewusst. Das, dieses, jenes. Yes. Angst vor Menschen abgelehnt zu werden, hat mir Sünden eingeheimst. Ja. Gott im Himmel, hier bin ich. Das ist auch ein mega ermutiger Moment, einfach wenn man einfach Dinge eben ausspricht, einfach Dinge, wie man sagt, du kannst eben vielleicht das Blatt, nimm ein Blatt, es lohnt sich am Ende vom Jahr und sagen, was ist mir nicht gelungen, wo habe ich Dinge verkackt, wir sprechen nicht nur von dem, was man aktiv gemacht hat, man sagt immer, die aktiven Fehler, Sünden sind nur 10%, 90% ist das, was wir gehört haben und nicht getan haben. Also überleg dir mal, was habe ich gehört und nicht umgesetzt, nicht? Die Dinge, die man gemacht hat, ist offensichtlich, aber das nicht offensichtlich, über das, was vielleicht niemand sieht, was viel fataler ist, sind die Dinge, die man gehört hat, man hat es gespürt und man hat es auf die Seite geschoben. Darum schreib auch diese Dinge mal auf, wo habe ich Dinge nicht umgesetzt, weil ich Angst habe, es funktioniert nicht, ich komme zu kurz, das wird mich ruinieren, das wird mich in die Pleite treiben, das wird meine Karriere blockieren. Und dann hat man wieder die Vernunft genommen und die Vernunft beginnt plötzlich unser Leben zu lenken. Logisch hat Gott uns Weisheit gegeben, aber manchmal ist unsere menschliche Logik steht im Weg zur göttlichen Logik. Und wo habe ich diese Dinge gehört und einfach aus was auch immer der Grund ist, nicht umgesetzt. Und dieses Blatt hilft dir, das mal einfach aufzuschreiben, weil du kannst auch heute im späteren Tag oder Verlauf dieser Woche das nehmen, einfach mal in einer Gebetszeit das alles, jeden Satz vor Gott proklamieren und dann verbrenn das. Als etwas sagst, Gott, das ist einfach ein für alle Mal erledigt, er hat nicht mehr eine Kraft bei mir. Ja, und ich suche gerade den Bibelvers, 1. Johannes 1, Vers 9 heißt das. Vielleicht ist das der, wenn wir unsere Sünden bekennen. Ja, 1. Johannes 1, Vers 9. Also du hast jetzt die Dinge ans Kreuz gebracht. Genau. Und dann ist es wichtig, dass du auch Vergebung in Anspruch nimmst. Dass das Blut von Jesus Christus hat dich reingewaschen. Du kannst die Vergebung nicht erarbeiten, du kannst es nicht verdienen, du kannst dir nicht vornehmen, ich mache es jetzt besser, Gott im Himmel, ab jetzt mache ich es so, wie du willst.
Vergebung kannst du dir nicht verdienen. Ich spreche über dir aus. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Yes. Und genau diese Sündenvergebung und diese Reinigung nehmen wir in Anspruch. Ich habe dieses Bild vor Augen, wie du vor Adam stehst und ihn suchst. Adam, wo bist du? Und Adam sagt, ich bin hier, ich hatte Angst, weil ich bin nackt. Und dann hat Gott Adam angesprochen und gesagt, hast du von dieser Frucht gegessen? Und er hat einfach gesagt, ja, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich verführt. Und wir möchten heute an diesen Punkt kommen, wo ich sage, ja, ich habe von dieser Frucht gegessen, Jesus. Vergib mir dieses Vergehen. Yes. Nicht deswegen das, so ist Schuld, sondern ja, ich habe von dieser Frucht gegessen. Yes. Lass uns in diese Geschichte kurz eintauchen und dann sehen, dass Gott ihnen Kleider aus Fell gemacht hat und sie gedeckt hat. Sie waren nackt, weil sie von dieser Frucht gegessen haben. Aber du, Gott, so bist du. Du vergibst die Sünden. Deswegen ist Jesus Christus auf diese Welt gekommen. Wir nehmen diese Vergebung in Anspruch, weil es heißt, er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Und ich lasse diese Vergebung geschehen in meinem Leben. Yes. Also wir haben das bekannt und jetzt nehmen wir es auch in den Anspruch, das ist der zweite Punkt, du hast es schon ein bisschen erklärt, Susanne, aber ich möchte nochmal ganz kurz Jakobus 5, Vers 16 erklären. Darum sollt ihr einander eure Sünden bekennen und füreinander beten, also nicht nur bekennen, beten, damit ihr geheilt werdet. Also es ist eine Verheißung, wenn wir diesen Fisch auf den Tisch legen und ich beginne für dich zu beten, wird Gott dich heilen. Und wenn man ja mit Ärzten spricht, sagen viele, ich nehme eine Zahl, sie sagen 80% der meisten Krankheiten sind verbunden mit einer Geschichte. Man kann nicht vergeben, man kann nicht loslassen, man kann die Situation nicht umarmen und es hat einen Einfluss in deine Seele. Und wenn das in deiner Seele einen Einfluss hat, hast du einen Einfluss auf den ganzen Körper, auf dein Herz, auf deine Lunge, auf den Kreislauf. You name it. Also ich möchte mit dem nicht sagen, jede Krankheit ist gleich, weil man gewisse Dinge nicht loslassen hätte können. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen jetzt einfach beten, damit Gott dich heilt. Und du kannst jetzt einfach deine Hand auf den Kopf legen, weil wir sind ja nicht jetzt bei dir, aber die Bibel sagt, wenn die Ältesten oder die Leiter einer Gemeinde für die Kranken beten, wird Gott ein Wunder machen. Und das ist dieser Bibeltext, den nehme ich so wörtlich, weil es wird nicht schlechter werden, sondern Gott macht ein Wunder. Vater, du hast uns diese Verheißung gegeben, wenn wir für kranke Menschen beten, in der Autorität, in der Leiterschaft, nicht weil wir besser sind, aber es ist wie eine Verantwortung, ein Mandat, das du uns anvertraut hast, ist aber auch verknüpft mit einer Autorität, die du uns anvertraut hast in der unsichtbaren Welt. Dass wir Dinge befehlen können und es wird geschehen in der unsichtbaren Welt. Und wir rufen jetzt zu, du bist unser aberliebender Vater, unser Yahweh Rapha, du bist Gott der Arzt, Gott der Heiler. Und du hast gesagt, Jesus starb und in deinen Wunden am Kreuz werden wir und sind wir geheilt. Und ich rufe jetzt zu, diese Heilungskraft über dir im Namen von Jesus. Und ich bete jetzt, dass Heilung geschieht ich habe es im Chat gelesen, einige haben Angst, alleine zu sein. Der Geist der Angst, ich bin alleine. Der Geist der Angst, die Rolltreppe runterzufahren. Die Angst vor dem Fliegen. Was auch jetzt immer deine Ängste sind. Ängste sind nicht rational logisch in dem Sinne, aber ich sage, dass der Geist der Angst, der Geist der Anklage, der Geist, ich habe nicht genug, ich bin nicht genug, ich komme zu kurz, ich bin nicht begabt, gesegnet, ich habe nicht die Position, ich habe nicht das Talent, alles, was da rumschwirrt in unserer Seele und das drückt dann auf den Kopf, das sind Lügenmuster drin, die uns dermaßen krass einfach blockieren. Wir rufen aus Heilung im Namen von Jesus, wir sagen, Seele, sei still, Selah. David hat ihm gesagt, Selah, komm zur Ruhe.
Und wir sagen, dass der Geist der Krankheit, der Geist der Anklage im Namen von Jesus weichen muss in dir. In dir. In dir. Und wenn ich jetzt bete, läuft mir gerade die Nase runter. Danke, Jesus. Danke, dass Ich bete du auch für die Leute, heilst. die krank sind. Ich hatte ja die Grippe nur genommen einen Tag. Aber es sind viele Leute krank und ich bete jetzt einfach, dass dieser Virus, wie er kam, auch wieder rausgeht aus deinem Leben. Dass da, wo du schwach bist, stark wirst im Namen von Jesus. Danke, Jesus, für deine Heilungskraft, Yes. die heute noch fließt und heute noch aktuell ist, genauso wie damals. Yes. Vielen, vielen herzlichen Dank. Come on. Yes. Danke für die Reinigung, bevor wir ins neue Jahr gehen. Danke für deine Gnade, die alles wegwischt. Genau, Gnade wäscht alles weg. Und wir möchten mit diesem Bibeltext enden. Und das ist krass eine Ermutigung, weil Gerechtigkeit bedeutet, Gott klagt uns an und nicht einfach Schwamm drüber. Aber Gnade bedeutet, das ist bei der Ehebrecherin, wie Jesus sagte, deine Sünden sind dir vergeben, geh hin, geh fort und sündige nicht mehr. Mit anderen Worten, das machst du wohl nicht mehr. Sondern lies diesen Text vor im Psalm 32, Vers 3 bis 5 über diese Gnade wischt alles weg. Ja. Da heißt es, erst wollte ich meine Schuld verheimlichen. Das ist ja der Anfang, da haben wir heute angefangen. Doch davon wurde ich so schwach und elend, dass ich nur noch stöhnen konnte. Tag und Nacht bedrückte mich deine strafende Hand, meine Lebenskraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Da endlich gestand ich dir meine Sünde. Mein Unrecht wollte ich nicht länger verschweigen. Und da haben wir heute den Punkt gesetzt. Genau da machen wir uns heute eins. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Vergehen bekennen. Und jetzt kommt's. Und wirklich, du hast mir meine ganze Schuld vergeben. Es ist nicht nur ein Vers in der Bibel. Die ganze Bibel erzählt die gleiche Geschichte. Und ich sagte, ich will dem Herrn meine Vergehen bekennen. Und dann kommt's, und wirklich, du hast mir meine ganze Schuld vergeben. Wow, genau. Das ist also dieser Bibeltext fasst eigentlich alles zusammen in diesem Dilemma, wo wir drin sind. Ich wollte jetzt hier alles verheimlichen. Eben, warum sollen wir Sünden bekennen? Du wirst schwach, elend, angezogene Handbremse, du klagst dich an und alle diese Dinge, die will Gott nicht. Wir wollen dich jetzt segnen für das Ende von diesem Jahr. Wir sehen uns ja dann in einer Woche wieder, am Sonntag, deinem Start. Wie kann man Gewohnheiten ablegen? Und das ist eine wirklich sehr, sehr interessante Serie, die wir reingehen. Sehr, sehr praktisch, aber auch sehr, sehr theologisch. Und ich segne dich jetzt einfach im Namen des Vaters, der allmächtige, allwissende und allgegenwärtige Gott im Himmel. Das ist ein Segen, den wir über dir aussprechen. Wir segnen dich auch in dieser Liebe von dem Sohn von Jesus Christus, der an meiner Stelle, an deiner Stelle, am Kreuz von Golgatha sein Leben gab, damit wir vor Gott bestehen können. Und es gibt keine größere Liebe als der sein Leben hingibt für seine Freunde, aber auch für seine Feinde. Und wir segnen dich auch in der Kraft des Heiligen Geistes, dass du weißt, ich lebe nicht aus meiner Dimension, nicht mit meinen eigenen Vorstellungen, sondern es ist eine Kraft in mich hineingelegt, die nicht von dieser Welt ist. Auch der Friede Gottes, der ausgegossen worden ist in unserem Herzen durch den Geist Gottes, auch der Friede ist etwas, was in uns hineingelegt worden ist. Friede trotz Umständen, die nicht perfekt sind. Und wir segnen dich einfach für diesen Rutsch in das neue Jahr. Und was ich liebe, wenn man so aus Weihnachten das neue Jahr geht, ist Immanuel. Gott wird uns einen Sohn gebären, sein Name heißt Immanuel, Gott ist mit uns. Und ich liebe dieses Immanuel, dass du weißt, Gott rutscht mit dir in das neue Jahr. Und er ist auch bei dir im neuen Jahr genauso wie er war im letzten Jahr. Mit anderen Worten, er ist jede Sekunde bei dir. Also vielen, vielen Dank fürs Mitbeten, Zuhören, fürs Weiterleiten, fürs Kommentieren, für Daumen hoch, für alle das, was du gemacht hast. Das, was wir heute gebetet haben, siehst du am Sunday Night Channel. Das war die Predigt von gestern Abend an Jesus First Konferenz. Beeindruckend, 2000 junge Leute. Und interessant ist auch, dass praktisch alle die Speakers von Zürich, waren irgendwie ein wenig krank, Fieber, Schnupfen, auch ich. Und das ist immer dann, wenn wir merken, wow, da geht die Post ab. Ja. Es ist einfach so, es war auch für mich eine Ermutigung zu wissen, okay, gut,
Teufel, ich habe es verstanden, da geht die Post ab. Also, God bless you und God bless you. Nächste Woche im Januar starten wir stark im ICF. Das wollte ich auch noch kurz sagen. Wenn du dir das einplanen kannst, jeden Morgen von ab 7 Uhr gibt es Montag bis Freitag. Die erste Woche machen wir Gebet, Leo und ich. Die zweite Woche Montag bis Freitag Worship mit Dave Cool und die dritte Woche Bibellesen mit Tim Mucciarto und Joel Vögeli. Also plan dir das ein, damit wir im Januar stark starten können. Und wir haben jetzt abgeschlossen mit dieser Vergebung, aber wir wollen neu starten in ein neues Jahr. Yes. Also mach's gut. Tschüss, wir sehen uns. Ciao, Bye, bye. ciao.